Nö, ich finde es also nicht okay, wenn der jetzt da sich als Indianer verkleidet. Ja, nee, also da muss ich meinen Ärger darüber im Internet auslassen. Ja. So, Servus und herzlich willkommen bei der Miesbritschen. Es ist ziemlich früh, wenn ich also noch müde ausschaue und mich müde anhöre, dann liegt es daran, weil ich's bin. Und meine Nase läuft ein bisschen. Es ist Heuschnupfensaison, die hat schon begonnen. Für all die nicht geplagten, die hat schon angefangen. Ich bin gerade aufgewacht, liege in meinem Bett, schaue wieder so ein bisschen auf Facebook, nur so typisches Prokrastinieren halt, was man halt so macht, in aller Frei. Und sich in einer Gruppe, in der ich mittlerweile auch wieder ausgetreten bin, weil ich das meinen Blutdruck nicht oder kann, ein Artikel verlinkt bezüglich jetzt Fasching, weil heute ist ja noch Fasching. Für diejenigen, denen es auch am Arsch vorbeigeht. Also hätte man es jetzt mir nicht nochmal gesagt, wäre es mir auch entgangen. Das stimmt, morgen ist ja auch nochmal, heute ist ja erst Montag. Ist ja wurscht. Morgen, also heute und morgen ist ja hier Hochsaison Fasching, ne? Sorry übrigens für mein Geschniefe, ich kann echt nichts dafür, ne? Ich versuche es auf ein Minimum, ich kann da schneizen, gell? Okay, also, wo war ich stehen geblieben? Siehst du, das habt ihr jetzt davor, jetzt juckt's noch mehr. Fuck. Okay, so, also, wie gesagt, wir haben ja Fasching. Die letzten 2 Tage und es war auf jeden Fall ein Artikel gepostet worden bezüglich, ich hab ihn jetzt nicht mehr da, ich bin aus der Gruppenmasse, ich will es auch gar nicht mehr wissen, bezüglich wie politisch unkorrekt und wie rassistisch es doch ist, wenn man hier als Indianer oder so im Fasching geht, ne? Und die Kommentare drunter, ich meine, viele waren mehr oder sagen wir so, wenige waren meiner Meinung, wo gesagt haben, so irgendwann ist auch mal vorbei mit der scheiß Political Correctness, kann man nicht an Fasching einfach mal Fasching salon, ohne in irgendwie immer alles irgendwie was Negatives rein zu, nicht interpretieren. Ich meine, ich verstehe es ja von einer Seite her, ne? Es ist ja nicht so, dass diese Argumente aus der Luft gegriffen sind von denen Leuten. Aber kann man nicht einfach einmal einen Stock aus dem Arsch nehmen und sagen, ja mei, dann lachen wir halt einmal über was. Ne? Der Mensch hat schon immer über irgendwas gelacht, was nicht korrekt war, oder was weiß ich. Es gibt so viele Leute, und das haben bestimmt auch von euch aber da draußen, über die rassistischen Witze lacht's ihr nur am meisten. Ne? Mich teilweise nicht ausgenommen. Es kommt ganz klar von welche Richtung, aber ne, es ist halt so. Bin ich deswegen ein Rassist? Nein, mir sind andere Leute so ziemlich egal. Egal, was herkommen. Ob jetzt das ein Deutscher ist, der ist mir genauso egal wie irgendeiner aus dem Busch in Afrika. Weißt? Wenn er nett zu mir ist, bin ich nett zu ihm. Wenn er ein Arschloch zu mir ist, dann bin ich ein Arschloch zu ihm oder ich rede halt nicht mit ihm. Ne? Wenn er sich aufführt wie ein Schwerverbrecher, dann soll er behandelt werden wie ein Schwerverbrecher. Egal, wo er herkommt. Und um jetzt nochmal auf den Fasching zurückzukommen, was eigentlich mein Hauptgrund für das Thema war, warum ist es so schlimm, wenn jetzt einer sagt, im Fasching, ich gehe jetzt da assi, ne? Und hey, ich möchte ja mal gerne in meinem Leben Indianer sein, also hau ich mir halt den Federschmuck, weil es ja eine Debatte ist, ob es den überhaupt jemals so getragen haben oder nicht, aber ist ja wurscht, das ist unsere Interpretation davon. Irgendein Federschmuck in die Haare, ich mal mich rot an, weil das einfach unsere Interpretation ist von, mein Gott, Indianer sind rot, auch wenn es nicht so stimmt, genauso wie irgendwelche Chinesen gelb sind. Und, ne, ist halt so. Aber macht man halt. So. Jetzt habe ich meinen Phone verloren. Ne. Was halt so schlimm ist, wenn ich halt da sage, ja mein Gott, dann male ich mir halt mein Gesicht, weiß ich nicht, ein bisschen dunkler. Weil logischerweise sind die nicht so kalkweiß wie wir, ne? Und machen wir so einen Federschmuck drauf und was weiß ich, da gehen im Lendenschutz umeinander oder so ein Scheißdreck. Wenn man die Figur davon hat. Was ist jetzt da so schlimm dran? Und dann saufen sie und dann haben sie einen Spaß und was ist hier und am nächsten Tag ist alles wieder wie normal. Und wenn er das Kostüm gut gemacht hat,
dann kriegt er vielleicht sogar ein bisschen Lob, so hey, das schaut gut aus, du hast da viel Arbeit reingesteckt und was weiß ich. Und keine Ahnung, ich bezweifle, ich meine gut, ich kenne mich jetzt in Deutschland nicht so aus, welche Nationalitäten wir alle beherbergen, aber ich glaube mal fast, dass wir keine Indianer haben. Also ich glaube nicht, dass irgendein Indianer mal gesagt hat, ich war noch aus nach Deutschland, weil der ist so schön, sondern dass sie dann doch eher daheim bleiben und ihr Land gegen die eigentlichen Einwanderer, also was, die ganzen Weißen, die gekommen sind, verteidigen wollen, was sie aber nicht geschafft haben. Aber ist ja wurscht. Aber die haben halt auch so, wie die Bayern, die haben so das Heimatgefühl, so daheim ist daheim, da gehen wir nicht weg. Also bleiben die in Amerika, so wie der Bayer größtenteils in Bayern bleibt, wenn er ein gescheiter Bayer ist. Nein, Schmarrn. Ich hoffe, ihr merkt's, ne? Ich hoffe, ihr seid nicht so verstrahlt, wenn ihr euch das Video jetzt dann anschauen sollt, ihr von der Gegenfraktion sein sollt, dass ihr den Spaß nicht versteht, weil dann darf ihr immer an einer Stelle mal Hilfe suchen. So. Also, was ist so schlimm dran, wenn man sich als Indianer verkleidet? Ich habe dann in den Kommentaren auch noch gelesen, so, ja, das ist genauso rassistisch, wenn man sich gelb umholt und als Chines geht. Oder, wenn man sich schwarz umholt und den Knochen durch die Nase schiebt und dann ist man nicht, weil unter Schwarzer ist und blablabla, und dann haben wir gedacht, oh, Moment. Ja, Chinesen, Japaner, was weiß ich, sind nicht gelb im Gesicht. Tatsache ist so, habe ich selbst nachgeprüft. Stimmt nicht. So. Trotzdem ist es halt unser veraltetes Bild, das sich seit keine Ahnung wie vielen Generationen mitschleift. Wenn ich also jetzt, ich meine, als Kind bin ich nie als Chines gegangen, aber andere in meiner Klasse zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mich also jetzt ein bisschen gelb im Gesicht umhalte und da so einen komischen Hut aufsetze und das komische kreisliche gelbe Gewandel da anziehe, was das Standard-Chinesen-Kostüm ist, warum? Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich will mir jetzt so verkleiden, nicht? Warum? Oder was sollte ich dabei rassistisches denken? Also, ich mein, ja gut, bis auf das, dass sie die Hautfarbe haben und was weiß ich, oder keine Ahnung. Aber wenn ich mir Schlitzaugen hinmache, ja Entschuldigung, die haben halt eine andere Augenform als wir Weiße. Und um das zu bewerkstelligen, um ähnlich zu schauen, muss man halt vielleicht ein bisschen nachhelfen, weißt? Es sind einfach nur Merkmale, die man so versucht zu imitieren. Wie gesagt, die gelbe Hautfarbe weg, weil das ist ein Krampf. Das ist, ne, weiß jeder, genauso wie die Indianer nicht rot sind. Schaut, dass es keine blaue gibt oder keine grüne irgendwo auf der Welt. Aber gut, ich hab da so eine komische Sonne da im Gesicht, gell? Merkt man das? Wurscht, ich merke schon wieder, ich verliere schon wieder die ganze Zeit den Faden und komme eigentlich nicht dazu, was ich eigentlich sagen will. Ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass das alles ein Krampf ist, weißt? Es ist einfach nur, zieht doch einmal den Stecker aus eurem Arsch, glaubt es nicht. Könnt ihr nicht an einer Sache mal irgendwie, das alles, weiß ich nicht, das einfach in Ruhe und nicht zwanghaft was Negatives suchen. Glaubt es das nicht? Übrigens sehr sexistisch mit das. Dazu gibt es ein separates Video. Ich verstehe es nicht. Gell, Bürli, mein Kader versteht es auch nicht. Der macht auch schon. Ich will aber das als Indianer gehen, jetzt heute im Fasching. Vielleicht stecke ich mir Feder ins Haar. Weiß ich nicht. Nein, Schmarrn, Spaß beiseite. Ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, ich verstehe einerseits schon, ja, es ist rassistisch zu sagen, oder was heißt rassistisch? Es ist einfach, es ist nicht rassistisch, es ist falsch zu sagen, Chinesen seien gelb. Es ist falsch zu sagen, soweit ich mich jetzt gerade erinnere, ne, ist es falsch zu sagen, dass Indianer so den komischen Federkopfschmuck drum haben, weil ich glaube, gehört zu haben bei irgendeinem blöden Buzzfeed-Video, dass sich eine Indianerin beschwert hat, so, wir haben das aber nie so gemacht. Ja, dann habt ihr es halt nie so gemacht. So, ne? Also das ist schon alles falsch, aber ich weiß nicht, jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt einer zum Beispiel im Fasching dann als Cowboy geht, wo sind da die Stimmen, die sich beschweren über, weiß ich nicht, über, oh, du machst dich lustig über die bösen Weißen damals. Es ist immer so, es ist alles scheiße, du darfst nichts machen, wenn es nicht weiß ist. Und ein Hitler darfst auch nicht, obwohl der weiß war. Aber ansonsten, weißt,
Alles wird irgendwie verteufelt, alles was der weiße Mensch macht, das wird verteufelt, egal was, keine Ahnung. Weiß nicht, ich finde es einfach nur, das ist genauso Rassismus, checkt sie eigentlich nicht. Das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ihr checkt es einfach nicht. Und ich weiß, ich bin damit so viel, keine Ahnung, verblendete Dummheit oder was weiß ich, was konfrontiert bei so einem ganzen Scheiß, dass ich auch immer schon nicht weiß, was ich erzählen will. Keine Ahnung. Ich meine, jetzt vielleicht merkt, ihr geht jetzt drauf los und ich mache mir keinen Plan davor, weil, oh ja, diese Stichpunkte muss ich alles erwähnen und ich habe mir da innerlich ein Referat ausgearbeitet und das werde ich jetzt vortragen, weil ich ja so bin. Nein, mach ich nicht. Ihr geht einfach mit meiner normalen, da man mal in Bayern so mit meiner normalen Stammtischmeinung so ungefähr daher. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist einfach nur, es ist Bullshit. Tut mir leid, es ist. Wenn jemand im Fasching, halt dein Fotzenhandy, wenn jemand im Fasching als Indianer geht, will, dann soll er als Indianer gehen. Wenn er als Chines gehen will, will er als, übrigens, ne, von wegen hier, Schwarze mit Knochenleuchtnosen. Das habe ich mir gedacht, so, okay, da, ne, bloß weil ich mich schwarz anmal und einen Knochen durch die Nase schiebe, heißt es ja noch lang nicht, dass ich als normaler Standardschwarzer gehen will, der jetzt zum Beispiel irgendwo in New York ein Restaurant betreibt, ne? Sondern ich denke, ich würde mal scharf behaupten, dass der Knochen in der Nase auf diese Kannibalenstämme hinweist. Weil ich jetzt auch nicht nachgeforscht habe, ob es jetzt die tatsächlich gibt oder nicht. Aber wenn ich mich also schwarz anmal, so ein komisches Reckerl da anziehe und einen Knochen durch die Nase schiebe, dann gehe ich im Zweifelsfall oder eigentlich als Kannibale, der in irgendeinem Busch in Afrika hockt, weißt? Und das wiederum ist korrekt. Und es ist auch in keinster Weise rassistisch. Warum ist es eigentlich immer rassistisch? Bloß weil man sich vor anderen Kulturen was anschaut. Ich meine, bloß weil man im Fasching geht, heißt es halt nicht, dass man sich über diese Kultur lustig macht. Ne? Man nimmt sich was von der Kultur, weil man es aus welchen Gründen auch immer anscheinend toll genug findet, um sich das selber mal anzuziehen. Ich habe noch keinen erlebt, der im Fasching geht so, hey, jetzt haben wir mich als Indianer verkleidet, jetzt habe ich die Arschlöcher aber mal richtig gezeigt, hä? Nein, das macht keiner. Und ich weiß auch nicht, wie sie da drauf kommt, und ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich in dem scheiß Video schon gesagt habe, ich verstehe es einfach nicht. Aber ich verstehe es einfach nicht, wenn man noch keine anderen Probleme in der heutigen Zeit haben kann, also, nö, ich finde es also nicht okay, wenn der jetzt da sich als Indianer verkleidet. Ja, nee, also da muss ich meinen Ärger darüber im Internet auslassen. Ja, dazu trinke ich am besten noch einen Fenchel-Tee, während ich mich auf meine Gender Studies vorbereite. Ja, das mache ich. Ja, und ach ja, jetzt muss ich gleich mal gucken, weil ich habe ja so viel Zeit in meinem ach so tollen, privilegierten, weißen Leben. Na, und jetzt muss ich gleich mal gucken, über was ich mich noch so aufregen kann, was noch so political incorrect ist oder irgendwie, keine Ahnung, rassistisch oder genderphob oder, gibt's genderphob überhaupt? Egal, genderphob gibt es jetzt einfach, das habe ich nämlich jetzt erfunden, dieses Wort. Und ja, also wenn du ein normaler Cis-Mensch bist, ich glaube, das war jetzt die richtige Bezeichnung, also wenn du normal hetero bist und wenn du normal dich in deinem Körper wohlfühlst, so wie du bist, dann bist du ja automatisch gegen alles andere und rassistisch. Und erst recht rassistisch, wenn du das Pech hattest, weiß geboren worden zu sein. Und so. Es ist. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wo diese Welt nur hinführen soll mit solchen Menschen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, wisst ihr, wie mir das vorkommt? Es gibt bloß noch irgendwie so 3 Kategorien Menschen. Einmal gibt's die ganzen Deppen, die Lügenpresse, Chemtrails und sonst irgendwas Schreier, die verblendeten Hornochsen, die was ihre eigene Realität aufbauen. Dann gibt's die andere Fraktion mit, es muss ja alles hier political correct sein und Transgender-Klos und weiß der Geier was für ein Scheiß. Ja.
Und was weiß ich identifiziere mich als, weiß ich nicht, Kampfhelikopter oder sonst irgendwas und ich würde gerne mit Blumeness angesprochen werden. Oder Blumen-Sie, keine Ahnung, ne? Solche, die sich auch ihre eigene Realität aufbauen. Und ich glaube, dann gibt es einen ganz geringen Prozentteil, so wie ich. Und ich weiß ja, dass es noch andere gibt, weil die sind in meinem Freundeskreis. So. Die, was ich einfach so denke, die, was so daheim hocken, meistens ihren Mund nicht aufmachen. Und deswegen werde ich das jetzt hiermit durchbrechen. Ne? Meistens ihren Mund nicht aufmachen und sich bloß denken, wohin? Wohin soll das alles führen? Warum? Warum machen wir das noch nicht? Wie dumm kann der Mensch noch werden? Und du denkst immer, du hast das Schlimmste schon gesehen. Und dann bricht ein neuer Tag heran. Und dann wird irgendwo was anderes auf irgendeiner sozialen Medienplattform gepostet. Und dann denkst du so, leck mich doch am Arsch. In diesem Sinne, ich weiß nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ich habe bestimmt vieles nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist voll durcheinander. Ihr habt bestimmt viele Angriffsfläche, weil ich ja nicht hier mit dem fundierten Wissen angekommen bin und mir nicht erst irgendwelche Studien eingeführt habe. Haha, ich habe mir nicht irgendwelche Studien eingeführt. So wie ihr anscheinend rektal immer, damit so schön, weißt, schön steif immer steht und so alles. Ne, Mann. Weil ich mir nicht irgendwelche Studien hier, bereitgelegt habe und immer darauf verweisen kann, weil Studien ist ja alles. Ich mache jetzt übrigens eine Studie, habe ich schon vergessen. Gestern habe ich gesagt, ich mache eine Studie über irgendwas, aber wenn ich dann diese Studie anführe, dann kann ich auch so, ja, Studien belegen, ne? Glaubt ihr wirklich jeden Scheiß, jetzt einmal ganz ehrlich. Das erste, was ihr eigentlich in einem auch so tollen Studium lernen sollt, ne, ist, dass man keiner Studie trauen soll, dass man immer erst alles selbst überprüfen soll. Aber das macht sie nicht. Keine Ahnung, ihr hört irgendwo was, egal von welcher Fraktion das jetzt kommt. Ob sie die mit die Chemtrails setzt und die Impfgegner oder ob sie die mit einem scheiß Indianer oder sonst irgendwas Dinge setzt. Ihr hört irgendwo was und sagt, ja, ich habe sonst nichts zu tun, darüber könnt ihr mir jetzt auch aufregen, da haben sie eigentlich recht. Anstatt dass ihr eigentlich mal euer eigenes Hirn hernehmt. Weißt? Also, probiert es einfach. Ich will nicht behaupten, dass ich die Weisheit mit Löffeln vergessen habe, dass alles, was ich so richtig ist. Aber wenn ihr eigene Meinung in die Welt schreien könnt, für wen es das einzig wahre waret und andere niedermachen könnt, sorry, dann kann ich das genauso. Okay, also in diesem Sinne, gehabet euch wohl, habet Ehre, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Euer Miss Britschen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und dann schauen wir mal, gell? Servus. Kaffee mit Milch.